Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag reden denen mal, jetzt redet wir. Also was denkst du, wieso matcht es? Kannst du bitte mal deine Introduce machen? Soll ich es machen? Ja, mach du. Nimm's Okay. auf. Ja. Nimm's auf. Ja. Gut. Horror! Anjo ist wieder back on track und wir kommen heute zu «Jetzt reden wir». Das ist ja mein Intro mit deinem Intro. In euch rein, sozusagen. Nein. Ja. Wir haben schon angefangen gehabt, bevor eigentlich die Folge angefangen hat. Keine Ahnung. Genau. Pure vertieft geredet und so alles. Aber wo sind wir stehen geblieben? Du hast gesagt, wieso es zwischen uns so gematcht hat, wo wir anfangen zu schreiben. Wieso? Willst du mir erklären? Wieso wir ein Match hatten vom Schreiben her. Oder besser gesagt einfach kommunizieren. Oder besser gesagt ich als Follower von dem «Jetzt reden wir» Podcast. Es hat, glaube ich, erstens auf die eine Art kulturell. Mhm. So, wir sind beides Türken und dies und das. Aber haben das Jugenddeutsch, Mhm. Ghetto-Slang, kann man auch nennen, irgendwie, dass es für uns normal ist, dass wir solche Wörter benutzen und nicht cringe ist. Aber trotzdem sehr workaholic-mäßig sind. Ich glaube, dadurch matcht es überall. Mhm. Aber der tiefere Match ist einfach, dass du, glaube ich, am Anfang mega schockiert warst, dass ein Mensch wie ich so kann kommunizieren kann, Mhm. wo du sagst, hey, warte, hinter dem steckt etwas. Genau. Und ich glaube, wegen dem bin ich auch da. Wegen dem bist du auch da, genau. Woher kennen wir uns? Wie gesagt, du hast meinem Podcast gefolgt. Wie bist du darauf gekommen? Durch CISA natürlich. Durch CIS. Liebe geht raus an CIS. Einer der realsten Menschen und einer der liebevollsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Weißes Herz. Ja, Das wirklich. sage ich immer noch. Wirklich. Lieber sich selber wehtun als anderen wehtun. Und ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Hau einfach raus, du weißt es. Love Ich you. schwöre, love you, hä? Okay, ja. Genau. Und dann hast du gefolgt, dann haben wir ab und zu mal geschrieben, Ja. gewisse Themen. Und wie du sagst eigentlich, habe ich gedacht, da ist doch noch viel, viel mehr dahinter. Es ist viel tiefer, als man von außen sieht. Und darum bist du eigentlich da. Ja, am Anfang habe ich aber auch gesagt, nein, voll nicht. Genau. Nur weil ich dir in DMs geslidet bin und du nachher zurückslidest, habe ich gesagt, oh no. Being untouchable is important, girls, you know that. Boys too. Aber nachher habe ich gemerkt, so, wo ich mich selber ein bisschen mit mir auch nochmal auseinandergesetzt habe, was das Thema anbelangt, habe ich gesagt, hey, weißt du was? What the fuck, mach einfach. Mhm. Das habe ich gemacht. Und darum habe ich dann gesagt, ja, fix. Das war Mhm. noch vor Open Air VfL und alles. Genau. Und nachher, du hast es zu tun gehabt, ich hatte es zu tun gehabt. Beide important, so Business. Genau. Menschen. Wir sind halt unverzichtbar. Das Ja, ist so. die Person ist einfach einen Monat auf der Türkei, aber voll love you. Genau. Viel am Reisen gewesen die letzte Zeit. Jetzt bin ich wieder zurück. Fetter denn je. Nicht stolz drauf, aber Ja, ist gut, Kebab doch gut, mein Gott. Kebab. Und weißt du, du gehst Türkei, dann die Mutter kocht dort Pide, Börek, Simit, alles selber Die gemacht. Früchte. Boah, und dann, wow, einfach so Adana und nachher nochmal 3 Dunkel. So, einfach das Fett, Ja, weißt du, was ich. Genau. Einfach, wow. Schon geil. Ja, Würdest du sagen, türkische Küche ist deine Lieblingsküche? eine von den Kochen, die mich geprägt haben, ja. Was Kochen anbelangt. Aber du kochst selber auch? Boah, ja. Ja. Ja, ich Gerne. mache bessere Burger anstatt meine Mutter. Ah, was? Ich schwör's dir, jede Kollegin da draussen von meiner Mutter sagt selber, boah, der Burger ist brutal. Und meine Mutter so, danke, mein Sohn hat es gemacht. Love you. Ja. Okay. Aber ja, es hat recht geprägt. Ja. Das ist so etwas, das sind so Sachen, genau wie du als Kind bist Mhm. und du ein Prügel im Weckli hast. Du kannst nicht aufhören. Ja. Auch wenn du 50 bist, es war etwas Prägendes gewesen, wo dich ein bisschen in das Zeitalter hinternimmt. Mhm. Mega schön eigentlich. Ja, cute.
Prügel im Weg habe ich nicht gehabt. Love you. Also, ich würde hure gerne starten mit dieser Box dort. Du kennst sie wahrscheinlich, wenn du die Folge anschaust. Ja. We are not all strangers. Und du kannst aussuchen, 1, 2 oder 3. Es wird immer tiefer mit der Zahl. Die Leute, die mich kennen, die wissen mich. I love it deep. So. Nein, mit mir kann man wirklich sehr tief reden. Hey, voll nicht! Ich muss so machen! Ich bin da angekommen, erst so dort und dort durch, Türen einfach offen. So, Kolleginnen, wenn ihr zu jemandem strangermäßig geht, bitte geht nicht einfach in die Wohnung rein, wo die Person nicht vor der Wohnung steht. Horror. Aber ich bin halt gewöhnt, nein. Ja, ich gebe halt Girlfriend Experience nur meiner Freundin. Das, wow! Das ist jetzt klug. Ey, es ist mir gerade etwas aufgekommen. Es ist so eine grusige Geschichte, aber ich will schnell nachhaken, da wo du gesagt hast, geht nicht einfach zu jedem heim. Ich habe Verwandte in Deutschland und denen, ihre Kollegin, keine Ahnung wer, sind Ferien machen auf Spanien. Mhm. Dann ist die Frau mit einem Spanier, Techtelmechtel in der Bar, sind sie heimgegangen, also zusammen zu ihm. Ah, okay. Nachher haben sie Sex gehabt, ist sie zurückgekommen. Ist gut gewesen. Ich kenne sie nicht, keine Okay. Ahnung. Ich kenne sie nicht. Und dann, also ich habe das wie von meiner Mutter erfahren, weißt du, so Dings Verwandte haben das ihr erzählt. Dann hat die Frau einen riesen Ausschlag bekommen und hat gesagt, ich gehe zum Arzt, easy Probe genommen, Abstrich, bla bla bla, ist sie Nein! heim. Oh mein Gott! Oh mein Gott! No! Sag mir nicht das mit Toten und so alles. Wow! Oh mein Gott! Ja. Und dann hat sie einen mega Ausschlag gehabt, hat Abstrich genommen, nachher ist sie heim und irgendwann sind die Bullen vor der Tür gsi, haben geklopft und gesagt, ey, sorry, dass wir jetzt da sind, aber man hat bei ihnen Bakterien gefunden, die es nur bei Leichen gibt. Dann haben sie Insta-Austausch gehabt, sie hat dann der Polizei alles gesagt, dann hat die deutsche Polizei, der spanische angerufen, sind sie zu dem Typ heimgegangen und er hat einfach 2 Leichen im Keller gehabt. Und eben, ich meine, wie knapp ist sie jetzt davon weg, dass sie vielleicht die 3. Leiche gewesen wäre. Darum, liebe Frauen, auch liebe Männer, geht nicht einfach zu jedem x-beliebigen heim. Ich weiß, Alkohol macht lustig und nimmt Hemmungen ein bisschen weg, aber also Horrorszenario. Sorry, die Frau ist sicher schlimm traumatisiert. Solche Geschichten sind auch da in Zürich passiert und so. Ach so? Ja. Leute, die ich kenne und so alles. Ja, Horror. Du, man weiß nicht, wer es ist. Du hast ein Problem, gang zum Arzt. Love you. Ja. Gang zum Psychologen. Love you. Es ist nicht normal. Love you. Weil das ist normal. Das nicht. Love you. Okay. Voll so, das ist normal, das nicht. Nein, egal. Aber nein, es ist wirklich ein Horrorszenario, weil beide meine Cousinen sind Gynäkologinnen und er sind ja oberdiplomierte, blablabla, dies und das. Und die hat mir auch so Geschichten erzählt, wo sie wirklich an einem Abstrich das gehabt hat. Und dann Polizei und alles. Horrorgeschichte. Horror. Aber machen wir wieder. Hi! Haha. Ich fange an. Willst du anfangen? What's your father's name and tell me one thing about him? Für die nicht mal das können übersetzen, was ist der Name von deinem Vater und sag mir eine Sache über ihn. Mein Vater heißt Nurettin. Ja. Er ist eine Sache, was ich über ihn erzählen kann. Egal was war oder was ist, das ist ein Mensch, der, auch wenn du am Morgen um 3 Uhr anrufen und im Spital liegen, er wäre der Erste, der säckeln. Schön. Und das ist wirklich Tipp, dass ich so etwas über meinen Vater sage. Recht Tipp. Das ist so ein Thema, das ich nicht so anspreche. Aber ich liebe es trotzdem, Okay. weil Bedeutung ist immer noch Mutter, Vater gehört immer noch Ja, sicher. meine Roots. Das ist so. Wow, er will es nicht sehen, aber love you. Nein. Nein. Okay. Nein, Social Media ist er überall blockiert bei mir.
Vater. Okay. Aber das hat dann auch mit dem Very Late Coming Out mit mir zu tun. Und so. Aber das Thema gehen wir, glaube ich, auch später. Das kommt auch, Ja. genau, das kommt auch. Meine Frage an dich, Very Deep Level 3. What do you recommend I let go of, if anything? Übersetzung. Was bevorzugst du mit ich lasse etwas gehen, wenn alles dabei wäre? Was würdest du gehen lassen? Was würdest du bevorzugen gehen lassen aus deiner Welt? Charakterlich, glaube ich, eher. Puh, das ist echt tief, ja. Was würdest du gerne einfach weg? Was ich gerne würde ändern an mir, also ich nehme jetzt meinen Charakter da als Zielscheibe, ist, dass ich recht launisch sein kann. Es ist bei mir so, weißt, ich sage mir, es fällt mir etwas auf, wo mir dann nicht gefällt, dann habe ich so ein Kopfkino und ich zerdenke es so übertrieben, sage dann gerade nichts, weil ich weiß ja nicht, was Sache ist, Mhm. mache es in meinem Kopf so viel größer und das spüren dann die Leute. Also ich bin nicht einer, der schreit, ich bin einfach nachher eiskalt. Ich bin eiskalt, ich schaue dich nicht mal mit dem Arsch an. Und die Personen denken so, was ist passiert jetzt? Und ich kann aber erst, ich muss erst zuerst verarbeiten und dann kann ich erst nachher mit dem Menschen darüber reden. Und das würde ich hure gerne ablegen bei mir. Auf gut Deutsch gesagt, du willst nicht in einer Sekunde mit einer Person kommunizieren oder besser gesagt dein Mund aufmachen, weil du Angst davor hast, dass du vielleicht genau ein Wort würdest sagen, wo die Person zerstören würde. Mhm. Also ich bin mega emotional, das hast du vorher mich auch so kategorisiert. Kleiner Mann, der temperamentvoll ist, hat er gesagt. Äh, Da, Ey, Cis, ich schwöre, ich bin gar nicht so klein, Mann. er ist fast so groß wie Ich ich, schwöre, ich bin 2 cm kleiner. aber er ist kleiner. Aber ich bin kleiner. Ja. Und die haben mehr Temperament. An alle kleinen Männer da draußen, love you, Frauen lieben euch auch. Ich liebe euch auch. Alles gut. Weil kleinere Männer müssen einfach mehr Ego beweisen, mehr Eier beweisen, mehr Männlichkeit beweisen, mehr. Sie sind einfach lustiger. Sorry, anstatt 1,95 große Schlaftabletten neben mir, habe ich lieber einen, der 1,70 ist, aber abgeht wie ein Ich bin Ritalin-Zäpfchen. 1,77. Cis, ich bin 1,77. Ja, du hast recht mit dem, weil mein Vater hat mir immer etwas gesagt. Er hat gesagt, das Wort, das aus dem Mund kommt, ist wie die Kugel, die den Lauf verlässt. Wenn es einmal draussen ist, du kannst so viel machen, es kommt nie mehr zurück. Und weil ich so viel Temperament habe, habe ich mit den Jahren müssen lernen, nicht gerade mein Maul aufmachen, bevor ich Herzen breche, die ich nicht mehr reparieren kann. Und darum behalte ich es wie im ersten Augenblick für mich. Mhm. Und wenn es dann verarbeitet ist, kann ich wie darüber reden. Aber ich will das gleich ändern, weil es ist nicht fair gegenüber meinen Mitmenschen. Darf ich dir etwas sagen? Ja. Wenn die Person nicht mit dem Wort oder mit dem Satz oder mit der ganzen Konstellation von einem Vortrag nicht kann umgehen, was du oder deine Meinung jetzt gerade in dem Moment ist und deiner Emotion entspricht, du hast nicht das Problem, dass die Person nicht umgehen kann. Sondern die Person hat das Problem, dass die Person nicht das gerade erwartet hätte oder nicht direkt verarbeiten kann. Love you ist alles gut, wenn man es nicht direkt verarbeiten kann. Aber das sollte ein paar Mal ein Schelle, ein guten Morgen Flex ins Gesicht sein. Mhm. Und das passiert bei mir auch, Mhm. dass ich ruhiger bin. Aber seit letzter Zeit, wo ich einfach meine Fresse aufmache gegenüber Personen auf der Welt oder gegen Catcalling People, gegen Leute, die einfach irgendwie auch in den Kommentaren und ist mir scheißegal. Ich schicke dir Liebe, ich gehe dir auf den Sack, bis du selber nicht mehr interagierst. Mhm. Das ist ja auch noch eine andere Sache. Aber die Person hat dann. Warum sollte ich alles mit Samthandschuhen anlegen, wenn ich alles ins Gesicht gesagt bekomme? Weil du vielleicht eine bessere Version solltest sein als die Leute, die minder intelligent ihren Hass auf dich abwälzen. Love you. Mega gut, mega gut, mega gut, mega gut, mega deep. Aber warum jetzt? Gut, fragen wir dich. Ja. Warum, wenn die Person schießt, warum sollte ich nicht schiessen? Natürlich, wegen ich soll mich nicht gleich anstellen und dies und das. Mhm. Aber du kannst auch schiessen
und einfach die Person intellektueller ausdribbeln Mhm. und das tiefer zurückgeben. Okay. Und denkst du, die Ohne checken das? Hä? Also einer, wo wirklich, sag mal, IQ von der Zimmertemperatur da hat. Denkst du, wenn du intellektuell ihn versuchst Schachmatt zu setzen, der checkt das? Er muss es nicht checken. Also ich mache das, damit ich Und meinen wenn er es Seelenfrieden nicht habe. checkt, yes. Weil wenn er es auch nicht checkt und dann eine dumme Antwort drauf gibt, kennen wir ja, weißt du, bist du dir sicher, eigentlich sollte ich seinen Kommentar nicht mal zu Herzen nehmen, weil... Schau, Verstehst du? ich bin voll bei dir. Aber was ich sagen will ist, das habe ich nicht, wenn jetzt ein Hate-Kommentar kommt. Das habe ich nicht, wenn mir jemand sagt, du Nuttensohn oder keine Ahnung was. Es ist auch nicht, die Leute schiessen und dann bin ich ruhig. Ich bin der Letzte, der ruhig ist. Wenn einer schießt, ich schiesse doppelt. Ich meine, wenn Leute etwas in mir auslösen, und das sind Leute wie meine Familie, meine Freundin, mein engster Kollegenkreis, dass ich dann nicht gerade will, weil ich bin so in meiner Wut, glaub mir, du willst meine Gedanken nicht hören. Ich würde gerade in den Knast kommen. Ich würde gerade in den Knast kommen. Ich kann so einen Mauer so schnell aufbauen und dich ins Feuer rühren, gedanklich, dass das nicht gesund ist, wenn ich das sagen würde. Und ich kenne mich, ich bin 31, ich reflektiere mich oft, weiß, dass das aktuell eine Wut ist, wo ich mit Worten, wo ich mit Gefühl will rauslassen oder verarbeiten, aber lieber, wenn die Person nicht um ist. Mhm. Ich hatte vor kurzem so eine Situation gehabt, und ich bin Gott froh, dass ich nichts in dem Moment gesagt habe. Weil es ist falsch, ich weiß es. Ich bin so, also wirklich, nicht gesund, nicht gesund. Krass, ja. Und auch love you, dass du es extrem realisierst. Aber gib dir die Schuld dann nicht, Die Schuld? die Gedanken zu haben. Ja, ja, das wäre mal ein Weil das Ansatz. gibst du. Weil das gibst du. Ja, ja, das gebe ich schon. Weil es Du schon bist hässig nachher auf dich, Ja. obwohl du hässig auf das Ja, bist. genau. Genau. Nicht, warum? Ich so, nicht dann! Nicht dann! Warum? Warum bist du nachher hässig? Weil es nicht fair ist. Weil es Was eine ist nicht Überreaktion fair? Es Dass ist du's- eine Überreaktion. Muss nicht sein. Du Glaub bist mir. emotional verletzt. Ist Aber, okay. aber trotzdem, es ist nicht fair. Es ist nicht fair, blöd gesagt, wenn du einen Fehler machst und ich nachher deinen ganzen Charakter beleidige, schlecht rede. Das ist nicht fair. Das ist ein kindliches Verhalten. Das, was ich mache, ist ein kindliches Verhalten. Nicht können deine Emotionen regulieren und andere damit beschüssen. Das ist ein kindliches Verhalten. Ja. Ja. Aber du solltest in dem Moment nicht hässig auf dich sein. Dass du hässig bist auf die Person. Es geht mir um den Punkt. Mhm. Weißt du, verstehst du, bist hässig, wie du sagst, du könntest die Person. Egal. Aber es geht um den Gedanken danach bei sehr emotionalen Personen, die sehr sensibel sind, mit sich selber empfänglich sind, mit Energien und dies und das und so alles. Im Nachhinein, dass du hässig auf dich selber bist, ist nicht gut. Mhm. Ja, bin ich Das bei dir. solltest nicht sein. Mhm. Du solltest akzeptieren, und das sage ich sehr viel, das kennen viele Leute von mir. Akzeptiere die Emotion. Ist okay, bist halt hässlich gewesen, weil du bist verletzt gewesen. Und das ist auch schön. Mhm. Lass ganz anders raus. Du gehst ins Ruckus, du malst, du verarbeitest anders. Und das ist schön. Mhm. Anstatt im Nachhinein, nachdem du hässlich gewesen bist, hässlich nur auf dich zu sein. Das meine ich. Mhm. Lieber lass das gehen. Voll, aber das ist nicht mal mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist, dass ich eben so die Mauer aufbaue, weißt du? So, gerade so. Du spürst Aber du es in meinen brauchst es. Handlungen. Ja, ich brauche Du es. sagst ja, du brauchst es, bevor ich den Menschen ganz Voll. Aber es wäre schön, das besser können zu machen. besser, wie soll ich sagen, jeder will besser werden. Jeder will aus jedem Fehler, wie soll ich sagen, lernen. Aber das Leben ist wie ein Buch. Wenn du die Lektion nicht gelernt hast, kommt dir die Lektion in 1, 2 Jahren wieder. Mhm. Bis du es gelernt hast. Mhm. Das ist ein Verfahren
von deiner Seele, von deinem Geist, von dich selber, wo du musst weiter können gehen. Mhm. Und du kannst erst weitergehen, wenn du die Lektion für dich perfekt abgeschlossen hast oder echt real abgeschlossen Mhm. hast. Und wenn du nicht daraus gelernt hast, dann tut es mir leid, du machst den Fehler immer wieder Eben. und lernst Und nicht ich mache es ja immer wieder. Ja, Bis aber ich ich's glaube lerne. weniger. Weniger, viel weniger. Viel weniger. Eben, und früher bin ich so gerade und Von früher, von wie vielen Jahren reden wir? Vor 5 Jahren? 10 Jahren? sagen wir Mitte, vielleicht 7 Jahre. Ist das. 7 Jahre etwa. Einmal heute und damals. Du wirst dir einen Klapp geben. Ja, aber ich bin der Überzeugung, viele Leute, zum Beispiel, die sich ändern, besser werden, ruhen sich auf dem aus. Und ich sage so, nur weil du dich verbessert hast, heisst es nicht, dass es nichts mehr zum Verbessern gibt. Mhm. Also das Ziel sollte ja sein, jeden Tag, also der nächste Tag eine bessere Version sein als gestern. Mal in dem, sei es im Sport oder keine Ahnung, überall. Und das ist, finde ich, so ein Trugschluss, wo viele Leute haben. Ja, vor 7 Jahren war es ja schlimmer gewesen. Also so, fuck it, so, weißt du, gönn Sorry, dir. vor 7 Jahren hast du mir auch ins Gesicht gespuckt. Ich Oh, dir? nein. Aha. Nein, ich Nein, hab's gedacht. aber vor 7 Jahren bist du sorry, auch ein Hund gsi. Vor 7 Jahren bist du auch ein... Wir wachsen darüber hinaus. Ja. Und du bist darüber hinaus gewachsen. Und das meine ich. Mhm. Es ist die Lebenslektion, du hast es gelernt, du hast gemerkt, ich finde es ein schönes Ding, wo du sagst, es stört mich immer noch, Mhm. wo du würdest gerne loslassen, das Thema, dass du sowas von krass realisierst, dass es dich stört, Mhm. dass es schon weniger ist und natürlich besser ist als schon vor 7 Jahren. Ja. Ja, fix. Wir haben verdammt lange über das Fix, ich schwöre. Eigentlich Ey, ich schwör's dir. Podcast ist Horror. schon bei der Hälfte. Ja. Nein. Hey, willst du ein paar Wörter zu dir sagen? Wer bist du? Was machst du? Dass Leute vielleicht eine Ahnung haben. Leute kennen mich einmal, ich bin der Onur, a.k.a. Onyo. Mua. Das ist so das bleibt im Kopf. Hure viele Leute, ich bin im Ausgang irgendwie in der Bar. Oh mein Gott, Onyo. Mua. Ja, Onyo Mua ist wieder back on track. Oder als Onji für die Okay. Leute bei den Lives auch ein paar Mal Leute sagen mir Onji, hure herzig. Aber ich heiße Onur. Bam, 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 riesen Schock, das ist nicht mein real Name. Ich bin 32. Würdet mir auch nicht viel geben, ich weiß, ja. Aber ich bin sehr jung geblieben. Ja. Mein inneres Kind, ich liebe es. Ich bin sehr empfänglich für Energien und alles. Empfänglich nicht, dass ich dann das störend ist für mich. Ich bin sehr spirituell. Ich liebe Energien, auch wenn ich in einen Raum hineingehe. Innerhalb der ersten 5 Sekunden, das ist ja so eine Menschheitsregel, wenn du Okay. irgendwo reinlaufst, spürst du irgendetwas. Du hast wie so ein kategorisierendes Bild von einer Person. Das Okay. heißt so, lieber nicht, die Person ist so und so sicher. Und das ist bei mir so Punch in the Face. Okay. Weil jeder kategorisiert mich als ein Oberschwuchtler, gay, Hure. Sorry, dass ich das Du darfst alles nicht sagen. ja, ich weiß schon, aber es passt nicht zu meinem schönen Gesicht, dass ich Hures. Weil meine Mutter ist die göttlichste. Von Okay. dem her. Meine Mutter ist auch Platz 1. So. Das ist auch, glaube ich, so etwas zwischen uns, was Ja. so bindet. Mutterswort gleich Gotteswort. Mhm. Hure krass, Mhm. aber es ist so. Das ist schon so. Es Ja. ist ein Bondage, sorry. Der Bondage kann niemand nehmen. Ähm, ja, aber wenn man mich dann später oder mit der Zeit kennenlernt oder ein bisschen die Chance gibt, sage ich mal, oder das Eis mal bricht mit mir, Leute fühlen sich mega geerdet, Mhm. kommen mega oben runter. Ich sehe vielmal so aus, dass ich, wow, oh mein Gott, Spotlight on me, gar nicht. Ja, das habe ich schon Spotlight, gemerkt. Spotlight on someone else, not on me. Aber es ist irgendwie nicht so kompatibel mit meinem Job, weil das ist dann Spotlight on me. Mhm. Aber ich kreiere es ganz in einem anderen Weg. Ich tue es eher belehrend beibringen an Leute.
Mhm. Anstatt, oh mein Gott, Lidis, das ist der beste Lippenstift ever! Oh mein Gott! Und nach 2 Wochen sagen sie nochmal und nach 2 Wochen sagen sie nochmal und das ist jedes Mal eine andere Marke. Kollegen entscheiden. Ich schwöre. Wer bist du, dass du jede Woche kannst sagen, dass das Produkt das Beste ist? Horror. Mhm. Bist du real? No. Social Media ist alles fake. Love you. Ist so. Ist so. Und so. viele Leute kennen mich, die mich tiefer kennen, wissen, ich bin eine Person, so fassen wir es jetzt wirklich in den letzten 30 Sekunden, so, wenn wir das Thema mal da abhaken, wer ich bin. Die tiefsten Menschen, der tiefste, engere Kreis sagt mir, ich bin ein Mensch mit einem goldenen Herz. Ich bin ein Mensch, der sehr naiv ist gegenüber dir. Du musst mir nicht sagen, was du brauchst. Ich weiß, was du schon brauchst. Du musst mir nicht sagen, wie es dir geht. Ich weiß, wie es dir geht. Okay. Du musst nicht mich kontaktieren, à la, wenn ich zu dir unterwegs bin, dass ich dann nur muss deine Zigaretten holen, geschwind in die Tanke, wenn ich vorbeigehe und dein Getränk. Ich weiß, dass du es schon brauchst. Es ist so eine, ich tue mich so krass, ich bin ein extremer People-Pleaser. Mhm, kannst du sagen, ja? Ja. Ich wollte fragen. Ich bin ein extremer People-Pleaser, das ist mein Charakter. Entweder gehst du mit dem um oder nicht. Einmal hast du die Chance, wenn du es ausnutzt. Zweimal hast du die Chance, wenn du es ausnutzt. Dritte Mal gebe ich dir eine Lebenslektion, die dich mal nach 1, 2 Jahren zurückholt. Okay. Ich bin so ein Mensch. Okay. Du kannst mich ausnutzen. Ich zeige dir, wie viel im Grad. Aber das ist halt meine Love Language. Wenn ich Okay. jemanden gerne habe, dann bin ich halt so Gift-Bringing, so einfach, dass die Person calm ist. Ja. Ich will, dass die Person zufrieden ist, dass die Aura schon stimmt, wenn ich mit der Person treffe. Und das ist mir auch da, wo wir geredet haben, aber wegen welchen Tag und alles, habe ich ja auch gesagt, du so, ja, sag mir, was du willst trinken, ich kann das noch holen. Ich so, nein, voll nicht, ich habe dich ja angeschrien. Ich so, nein, voll nicht. Ja, voll. Ich so, sag mir, was du trinkst, weil ich komme zu dir. So, let me be a guest and bring a guest present. Mhm. Und das ist ja mit unserer Kultur dann zu tun. Mega, extrem. Sorry, kommt nicht mit meine leeren meine Mutter hat mir heute sogar gesagt, wo ich gesagt habe, dies, das. Sie so, sorry für den kurzen Turkish Break. Börek çörek filan yapayım ya. So, soll ich mit Börek oder so, irgendwie, weißt du, So happy und so herzig. alles machen. Ich so, nein Mami, alles gut. Ich so, die Person ist ein Sportler und ist gerade auf Diät. Ist fett geworden. Nein, du bist nicht fett geworden, Ich sag bin das fett nicht. geworden. Ich schwöre, Nein. Ich schwöre, Nein. auf alles bin fett geworden. Nein. Du hast mich noch nie gesehen. Zieh aus. Nein. Nein, bist du nicht. Okay. Weil, nein, das ist. Ich so, warte, gib mir den Spiegel, ich rede mit mir selber. Das ist der Speicher, was du brauchst wieder für Rukus. In meinen Augen. Okay. Der Antrieb. Du brauchst wieder den Tank, wieder den Benzin, wo du auch mental und geistlich wieder brauchst. So, du hast dich gehen, es hat einen Grund gehabt und dies und das. Und das ist auch schön. Ist okay, dürfen wir. Sollte man auch. Aber es ist so ein Tank, wo du dann neben dir hast, wo du sagst, jetzt kann ich wieder Gas geben. Weil bei jedem Sportler ist es so, sie kommen bis zu einem gewissen Grad und mehr geht es nicht rauf. So gymmäßig und so, Bodybuilder und so, Love You, Horror, das tut weh. Aber egal. Ja, meine Gedanken, I love it. Was schaffst du überall? Das hast Leute gesagt. Ja. Ich bin Make-up-Artist. Ich bin seit 10 Jahren Make-up-Artist. Über 10 Jahre habe ich 2-mal die Ausbildung gemacht. Weiß auch nicht warum. Also ich glaub, bestanden und nachher nochmal gemacht? ja, voll. Ja. Weil? Nach 5 Jahren. Ich habe das erste Mal bestanden, 2013. Und dann 2018, 19 bin ich dann extra wieder die gleiche Ausbildung mit dem Hairstylist dann zusammen. Bin ich dann auf Düsseldorf für ein halbes Jahr. Von Und der habe Kombi. dort, ja, ich weiß. Hm. Ja, und ich bin voll Horror
Schickimicki-Area habe ich gewohnt dort. Okay, Am Medienhafen in Düsseldorf. okay, Gerade neben dem okay. Hat's Fernsehturm und gefallen? so. Ja, es war schon nice gewesen. Ich bin halt hure allein gewesen und das ist, glaube ich, ein prägender Moment für mich gewesen in meinem Leben, wo mich zu mich gemacht hat. Ich war Okay, sehr viel allein gewesen. Sehr viel. okay. Ich hatte meine Mitschüler, meinen Dozent, mega love you. Er ist ein paar Mal, er hat genau an der gleichen Straße, einfach am Ende von der Sackgasse gewohnt und ich Aha. habe vorne dran gewohnt und er hat das nicht mehr gewusst. Und dann bin ich einfach so vor der Wohnung am Rauchen gewesen, und dann ist er mit dem Hund am Spazieren und sagt so, was machst du denn da? Es ist 7 Uhr am Abend, so Allah. Und dann habe ich gesagt, ich wohne da. Er so, was? Ich wohne auch da? Er so, hast du Lust zum Wein trinken? Und ich bin halt immer allein gewesen. Und dann habe ich mich sehr gut angefreundet mit dem Dozent. Und wir sind wirklich so stundenlange Diskussionen, Reden. Er hat mir auch das extreme Tiefe aus mir rausgeholt. Okay. Er hat gesagt, du bist nicht der naive Onur und so alles. Du hast viel mehr, du hast ein ganz anderes Verständnis, Mhm. was die Leute dann gerne zuhören oder du Leuten gerne Rat gibst. Dann ist er mit Numerologie gekommen und dies und das ist alles spirituell Zeug. Und dann haben wir im Fall 3, 4, 5 Weinflaschen getatscht an einem Abend. Und das in der Woche 2, 3 Mal. Einfach beide auf dem Bordstein draussen. Stell dir vor, Ich schwöre. Deutschland, voll Medienhafen, Schickimicki, Lambos fahren durch, Porsches fahren durch, dies und das. Und ich so dort wie ein Jügüm, Alter. Wie ein behinderter Jügüm. Sorry, nicht gegen behindert. Ich liebe, das ist einfach ein Wortwahl, wo ich gerne sage oder mal benutze. Aber ich meine nichts gegen die Personen. Ja, Weil ich muss, heutzutage, ich muss es extra erwähnen, weil meine Mami hat selber eine Behinderung und so Okay. alles. Darum, meine Mutter macht sogar ein bisschen über das. Von dem her, alles love you. Extra nochmal gesagt, weil ich will das nicht sehen in den Kommentaren oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall, ja, er hat vieles aus mir rausgeholt, Mhm. vieles abgeändert, vieles gestärkt, vieles, wo ich selbstkritisch, ich bin sehr ein selbstkritischer Mensch, ich will eine Perfektion von mir selber. Obwohl ich nicht alles perfekt mache und ich weiß es. Mhm. So, ich weiß, ich mache da Fehler. Fuck off. Ich weiß, dass ich Fehler mache. Mhm. Und ich mache den Fehler dann auch extra. Weil ich weiß, ich muss den Fehler machen, dass ich einen neuen Reach of Learning Process Ja, erreiche. voll. Leute haben Angst zum Fehler machen. Ja. Und darum haben wir eine Überfüllung von der Kliniken und alles drum und dran. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Mhm. Darum liebe ich auch die psychologischen Talks, die du hast mit den Leuten, die Psychologie studiert haben, Psychotherapeutinnen waren oder Therapeuten. Höre ich sehr gerne zu. Die menschliche Psyche ist sowas von schön. Mega und noch mega unerforscht. Also, Soll ich dir einschenken? ja, Was mega soll ich dir von gerne. dem einschenken? Ich habe da mehr. Hast du mehr Ja. von dem illegalen Shit? Oh shit. Oh. Die wahren Leute, die mich kennen, wissen, was ich da am Trinken bin. Oh. Dankeschön. Gut, bitteschön. Mega guter Gastgeber. Ich trinke Wasser! Das habe Ich trinke Wasser! das habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Wann habe ich das gesagt? Du hast schon gesagt, nein, du musst mir nichts mitnehmen. Ich muss schauen, dass ich abnehme, bla bla bla, dies und das. Ah ja, hast recht. Ich trinke dann Wasser und so mit Münzen drin und so. Love you voll. Kannst durch den Tag, aber nicht am Abend. Okay. Ja, am Abend das trinken ist ja mega sinnvoll. Fix? Mega sinnvoll. Ja, was sinnvoll. Kannst du nicht schlafen? Doch, aber in der Regel. Glaubst du mir, ich trinke so eins, bevor ich gehe pennen? Ja, ich kann ein Red Bull trinken, ein Espresso hinterher Hey, und ich kann gerade du pennen. nicht Marken erwähnen und ich habe kein Red Bull da. Eben, sage ich ja nicht. Aber ich könnte einen Energy Drink trinken, Danke, love you. Espresso und ich könnte gerade pennen. Aha, ich schwöre, so ein türkischer Kaffee vor dem Pennen gehen, uff, du bist einfach fit. Nikotin ist in erster Linie, wenn es deinen Körper erreicht, macht sich eher müde. Und die Wirkung, dass es dich wach macht, kommt erst ein bisschen später.
Nikotin oder Koffein? Koffein, Ja, sorry. love you. Koffein. Ja, ich glaube, du brauchst Nikotin. Ich brauche kein Nikotin. Ich brauche auch kein Koffein. Ich brauche nur Wasser und was in dieser speziellen Dose drin ist. Ja, und auch love you Wasser mit Pfefferminz und dies und das. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Shitstorm da bekomme. Hm? Von wem? Von mir? Love you, das meine ich. Ja, ich das mach ist das auch eine nicht. Love Language von mir. Wenn ich dich beleidige oder wenn ich dich auseinandernehme, ich habe dich gern. Okay. Ich habe es hure gern. So einfach so Slap-Witz, wo einfach keine Bedeutung haben, über den Tisch rauszuschlagen. Egal, wir haben hure viel geredet. Aber wir sind Du immer hast noch nicht hure dort. viel Wir sind immer noch nicht dort, wo wir eigentlich schwöre. wollen sein. Ich schwöre. Horror. Also, ich habe heute. Ja. Also, warte, schnell. Du hast noch nicht fertig geredet. Du bist Ich bin Make-up-Artist, Make-up-Artist. aber du bist auch Content-Creator. Ja, ja. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren Content Creator bei, darf ich das sagen? Ja, darfst. Ah, gut. Ich bin Content Creator, National Senior Content Creator von MAC Cosmetics Switzerland. So gesagt, für die Schweiz produziere ich Content für TikTok, Instagram und alles drum und dran. Habe das Jahr auch schon für ein Global ein Video produzieren, wo ich gar nicht stolz bin, weil das Video ist cringe. Aber egal, aber ich produziere es auf Schweizerdeutsch extra. Okay. Weil wir sind in der Schweiz und da wird Schweizerdeutsch geredet, oder? Extra, sagst du auch. Ja, Extra. extra. Ja, wieso heißt du extra? Extra. Sorry, bist du extra? Sorry, bist du extra? Ja, sorry, ich bin aus dem Kanton Schweiz, ich komme aus einem Dorf. Bei der ersten Gay, der geoutet war. Dort. So Jugendliche, vor allem als Türk und so alles. Ja. Schock, Schock, Schock. Schock, oh mein Gott. Aber schau, ich arbeite schon, seitdem ich in der Lehre bin, habe ich Mitarbeiter gehabt, die schwul sind. Ja, Und das sie ist haben- Abpflege. So. Hä? Nein, ich habe Nein, ich meine nicht ich habe mehr. im Verkauf meine Lehre gemacht. Aber es ist so, in der Pflege sind mega viele Schwule. Also das kannst du nicht... Es sind überall. aber Sorry, Pflege es ist sind krass. überall. Ja, Pflege, ja. Also Pflege sind auch. von 10 Männern, die mit mir gearbeitet haben, ist die Hälfte schwul gewesen. Okay, die andere Hälfte bist du. Die andere Hälfte bin ich gewesen. Weil du hast dich müssen durchkämpfen. Nein, aber weißt du, was ich auch wollte sagen ist, ich habe nachher mit dem Typ geredet, wo ich der Lehrer war, und er hat gesagt, und ich habe gesagt, so, weißt du, so Türken, dies, das ist Thema gewesen, und er hat gesagt, wenn du wüsstest, wie viel Türken und auch Schippis schwul sind, also es ist ein mega Warte. grosser Anteil. Bosner, Serben, Bulgaren, Rumänen, Slowenen, Albaner, Kosovo-Albaner, Türken. Makedonier, Türkei, Kurden. Wenn wir alle emiratische, wirklich ganz weit global, wenn ihr wisst, wie viele dort so sind, love you. Sehr viele. Ja? Ja, und da würden viele nicht denken. So, und darum ist so vielleicht, sticht es ins Auge, du als Türk, als Ja. grossgewachsener Türk, als grossgewachsener Türk, sticht es vielleicht ins Auge, oder? Nicht ins Auge, sondern es ist so, es hat in meiner Schulzeit einen gegeben, Okay. der extrem schon geoutet war. Und ich war so der Zweite. Gewesen. Okay. Und es ist halt so darum gegangen, schau, den kennen wir. Und ich habe im Einkaufszentrum in diesem Dorf gearbeitet. Okay. Das heisst, jeder ist in das Einkaufszentrum gekommen und jeder hat mich gekannt. Jeder hat gewusst, wer ich bin. Okay. Jeder hat schon ein Bild von mir gehabt. Ja. Und ich habe sehr früh müssen klarkommen mit dem Thema, dass Leute viel mehr wissen über mich und ich habe keine Ahnung über mich. Ja. Ich habe mich, Oh, ja. ich habe mich sehr viel so, ja, ich bin so, ja, ich bin so, ja, ich bin so, ja, so wie du denkst, so bin ich. Und so habe ich so die eigene Meinung von mir selber nicht mehr gesehen, Okay. bis ich extrem auf mich selber in Fokus ziehe und sage, wer bin ich? Ja. Ich habe mich sehr identifiziert, dann mit mir selber auseinandergenommen und dies und das. Sehr eine tiefe Geschichte, aber ich kann sehr gut umgehen mit dem eben. Okay. Darum
auch Social Media, egal wer mich liebt, wer mich hasst, wer alles drum und dran, ich kann sehr gut mit dem umgehen. Okay. Ja, das bin ich. So. Sehr gut, aber eben, es steckt auch viel so Selbstreflexion, sehr viel Selbstliebe dahinter, wo du dir Ja. hast müssen erarbeiten, oder? Die Leute, die jetzt nicht aus allen Wolken fallen, wenn sie betitelt werden als keine Ahnung was, sind eigentlich mega sichere Menschen. Weil sie wissen, so, dein kleiner Kommentar löst das nicht bei mir aus, weil ich bin viel mehr als das. Als jemand, der noch nicht weiß, wer er ist. Apropos Kommentar, wenn du jetzt gerade dort rein willst sliden, wenn ich Kommentare bekomme, love you, schreibt Kommentare. Mir ist das sowas von scheißegal. Ich bin ein Mensch, ich bin so selbstsicher, ich bin nicht etwas Besseres. Du bist vielleicht besser, du bist vielleicht der CEO von keine Ahnung was. Darfst du sein, du darfst sogar Milliarden verdienen. Und wenn du bei mir würdest kommentieren, du hure scheiß Schwuchtel, würde ich immer noch liken und das Herz hinten dran schicken. Alles Okay. gut, das ist deine Meinung. Alles gut, ich akzeptiere deine Meinung. Mhm. Wenn das deiner Seele gut tut, du Bastard. Da ist da ist der kommt, Türk ja, rausgekommen. nein, da kommt wieder. Zigarre Mullen! Nein, oha, das schon nicht. Nein, 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 das mache ich nicht. Aber wenn du denkst, du Bastard, dass es mich stört, und zwar wirklich. Ich bin auf der Toilette, habe gerade Puzzle gegessen, lasse alles raus und lese den Kommentar. Glaubst du mir, das, was ich rauslasse, ist sogar wichtiger für mich, weil ich dann denke, oh shit, anstatt den Kommentar, den ich lese. Ja. Ich schwöre dir, love you, liken, herzlich schicken. Ich kommentiere sogar darunter, gar kein Ding. Ich sage ja, Wahrheit. Oh mein Gott, ja, Mann. Mhm. Und dies und das. Ich beleidige aber nicht zurück. Mhm. Mhm. Dafür übernehmen ganz andere Leute die Rolle zum Zurückbeleidigen. Und darum, wenn ihr, aber ich finde es auch okay, wenn sie beleidigen wollen. Alles Ich finde es gut. nicht so okay. Nein, weißt du, warum sage ich okay? Mhm. Jetzt geschäftlich darüber nachdenken. Wenn du so dumm bist, und das sage ich extra dumm, Bro, wenn du so dumm bist, dass du bei mir mein Video offen lässt, Sekunden zählen, dass du ja das konsumierst, weil du es ja schaust, dann deinen Kommentar eintippst, 15 Sekunden schon bei 20 Sekunden. Danke für die Interaktion, dass du sogar kommentierst. Oh mein Gott, das gibt mir nur mehr Reichweite. Love you. Und das dann sogar postest, ich dann darauf reagiere, liken und du auf die Reaktion nochmal reagierst. Weißt du, was passiert aus deiner For You-Page? Bro, dir werden meine Videos angezeigt und sogar all deine Besties werden Videos wie von mir angezeigt. Wer hat gewonnen? Nein, du hast Wer hat gewonnen, gewonnen? du hast gewonnen, aber es ist trotzdem, finde ich, nicht richtig, weil man nur ein Video sieht und sich eine Meinung bildet. Aber ich meine, das können du und ich jetzt nicht bekämpfen. Das ist schon viel, viel tiefer verankert in der Menschheit. Aber dass du die sitzt und den Hate-Kommentar verfasst. Ich stelle mir immer so vor, die Leute, die die sitzen, das Video sehen und triggern. Du kleiner Wichser! Ja, also sich triggert fühlen. Bro, vielleicht hast du ja auch etwas Homosexuelles in dir, wo du noch nicht. Weißt du, wie ich meine? Kennst du die? Wo du vielleicht zu schüch bist und dann das wie in Wut zeigst, eigentlich vielleicht fühlst du ja genau gleich. Yes. Oder? Aber kannst du nicht zu jedem sagen. Nein, nein. Vielleicht haben sie eine Interaktion gehabt, wo sie früher, du weißt, über das Thema, was ich. Ja, fix wie wir nicht. Und das sind so Sachen, die dann normal sind, dass dann so etwas passiert. Alles gut. Weißt du, die Kommentare dann verfasst Es ist ja werden und auf dies und das. Verhandlung, Wut, du tust. Also es gibt ja so eine Trauer, Spirale, alles. genau. Alles. Verlügen ist ja auch so Aber etwas. verlügen sowieso. Mhm. Sorry. Was wir für Männer, früher Männer, Typen, keine Ahnung, wie ich sie will nennen, Leute, die mir auf der Straße auf den Boden gespuckt haben, mich angespuckt haben, oder mir einen Highkick richtig in den Brustkorb gegeben haben, dass ich keine Luft mehr bekommen habe, 30 Sekunden am Boden war. Was? Wo sind die Leute jetzt? Ja. Nummer 1. Nummer 2. Paare sind von denen sogar in meinen DMs. Mit Fotos, mit Würsch. Alter.
Okay, okay, das ist Bestätigung genug für dich. Für mich, nein, keine Bestätigung, sondern ich bin dann so, wo bist du übergefallen? Warum hast du müssen machen? Wegen der Unsicherheit, die du Ja, sagst. sicher, es ist immer eine Unsicherheit. Aber ich identifiziere mich nicht mit denen. Ja. Wenn du es rauslassen willst, lass raus. Ich habe auch Connect Bros. Mhm. Und die sagen selber, Bro, du bist grob. Du bringst mich zum Lachen. Du bist wirklich ein geiler Sieg. Ja. Weil sie mich kennen. Ja, Und die voll. sagen, ey, du bist so echt, so real. Mit dir kann man chillen, egal. Und die sagen es noch, sag ein falsches Wort über ihn, ich schwöre dir, ich gebe dir. Ja. Das sind solche Leute, wo ich Mhm. dann sage, Bro, es nützt nichts. Wenn du das eben dann machst, wenn er jetzt etwas gegenüber mich würde sagen, ich so, du bist auf dem gleichen Niveau. Ja, genau, genau. Ich so, hör auf, ich ignoriere das, was ist das? Liken, kommentieren. Love you, gar Scheiß kein drauf. Ding. Aber das Experiment will ich starten. Was denn? Und zwar ein Post, wo du machst. Du erreichst ja so viele Leute. Die Leute sollten den grusigsten Hate-Comment über mich schreiben. Gar kein Ding, ich kann mit so Sachen umgehen. Schreibt es. Gar kein Ding. Beleidigt mich. Alles schön und gut. Ich bin gay, ich bin geschminkt, ich bin wow, oh my god, wonderful hair und so alles. Ich weiß, I slay. Aber schreibt es. Ich würde nicht darauf reagieren. Ich würde darauf reagieren mit Herzli, Like und dies und das. Natürlich gibt es ja die Phase, wo du sagst, du kannst alles sagen, du kannst die Leute auch beleidigen, wenn du willst. Ich kann nicht beleidigen, weil irgendwie ich bin zu geschäftlich veranlagt, Mhm. anstatt dass ich dann sage, jetzt rede ich mein wahres Ich oder mein wahres Deutsch. Es gibt andere Leute, die das dann würden kommentieren und für das würde ich gerne so einen Post haben, wo die Leute reagieren dürfen, wo die Leute beleidigen dürfen. Ich kann mit so Sachen umgehen. Es gibt Okay. Leute, die nicht mit dem umgehen können. Ich kann ganz easy mit dem umgehen. Okay. Ich ignoriere das Zeug. Also können wir machen. Meine Frage ist nur, was motiviert dich, so einen Post wie zu haben? Können wir machen, ist kein Problem. Erstens, weißt du warum? Erstens, das mal zu realisieren an diesen Leuten auf der Social Media Welt, wie kaputt die Welt ist. Nummer Mhm. 1. Nummer 2, wie bedeutungslos ein paar Comments sind. Mhm. Nummer 3, durch ihre eigene Blödheit oder Dummheit, wie viral das Video kann gehen. Okay. Ganz einfach. Okay, ja, finde ich bin Weil, dabei. wie soll ich sagen, es hat keinen Boden. Ja. Die 3 Sekunden, die du investierst, dort drinnen zum Haten, es hat keinen Boden. Mhm. Ja, bin ich Es bei dir. gibt natürlich auch Kommentare, und dort muss ich dir auch sagen, wo ich bodenlos finde. Wo ich dann sage, ich muss den löschen. Mhm. Aber warum ich solche Comments drinnen lade, warum ich sie like, hat ganz einen anderen Hintergrund. Mhm. Leute, die sich wie mich identifizieren. Leute, die Angst haben, eine Stimme zu haben. Leute, die Angst haben, irgendwie schubladisiert oder beleidigt zu werden. Sehen dann unter meinen Posts die Beiträge oder die Comments so, du scheiß Schwuchtel. Und dann sehen sie, dass ich like und dann Herzli und Sternchen schicken und dies und das. Warum? Weil der Kommentar kann man nicht. Und ich will in dieser Person, die vielleicht die Stimme nicht hat, die Kraft innerlich nicht hat, Mhm. können zeigen, hey, schau, wie ich mit dem umgehe. Es Mega interessiert schön, mich. ja. Es interessiert mich nicht. Können wir machen. Ich schneide genau den Teil raus, wo du gesagt hast. Was? Eben, wo du gesagt hast, ich würde ein Experiment machen, schreiben wir da, und dann machen wir den Post. Dann Ja, schauen wir du mal. kannst es so brutal machen, wie du willst. Mir ist Das ist scheißegal. Okay. Wirklich scheißegal, weil, Ja, ich glaube dir. weil beleidige mich. Jetzt wissen wir gerade wer, weißt du? Jetzt wissen wir gerade wer. Aber beleidige mich und es löst bei mir nicht aus. Ja. Aber Familie ist etwas anderes. Also, ich glaube bei dir auch. Ja, Für ey. das wirst du ja, die Gedanken. Probier es mal und schauen mal, was passiert. Weißt du? Ich kann, ich habe hure viel, also hure viel. Hm? Alter, Ich habe ein paar Fragen bekommen. Und Leute- ich habe gedacht, Leute interessieren sich. Leute für mich. interessieren sich, klar. Okay, Horror. Und ich frage einfach, und wenn du nicht beantworten möchtest, antwortest du nicht. Du kannst jede Frage stellen, Ich gell? muss ehrlich sagen, Sind Beleidigungen drin gewesen? Sag ja bitte. nein.
Ich muss Oh. sagen, meine Community ist also mega, weil sie stellen wirklich Fragen, die interessant sind. Und wenn Leute jetzt nichts mit dem anfangen können, gibt ja auch Leute, die Ja, ja, sehen, natürlich. ein Mann ist geschminkt und denkt sich, hell no, die schreiben dann nichts. Ja, Also, ist alles gut. Meine Müssen auch nicht. Community ist mega reif und das schätze ich. Love you, wie du würdest sagen. Love you. In welchem Alter hat er gemerkt, dass er anders ist? Also weißt du, was ich meine? Hurenherzig, sag doch einfach gay, Mhm. schwul. Schwul ist eigentlich im Fall eine Beleidigung. Schon. Ja, du Schwuchtel, es geht Ja, um aber das. Schwuchteln und schwul ist. Ja, ja, eigentlich sollte man ja sagen, homosexuell bitte. Bro. Horror. Ich weiß! Mein Gott, I'm gay! Ich habe es eigentlich schon früh gewusst. Recht früh. Mhm. In der 6. Klasse, wo sie so, ja, Okay. eigentlich auch schon vor Kindergarten und dies und das. Aber dort hast du halt nicht gewusst. Du bist Mhm. Kind gewesen. Ich habe alles gehabt zum Spielen und so alles. Wirklich. PlayStation, der erste PlayStation. Pff. Tekken. Boah! Tekken? Ja, Mann! Lieblingscharakter? Oh mein Gott. Wie heißt sie wieder? Lin Chao Yu. Ist das Kind Xiao? Xiao! Naja, ganz genau Lin mit Chao dem. Yu, Ich ja. schwör's dir, die ist geil gewesen. Ja. She's spreading her legs like, woo! Like a tornado. Sie ist mein Liebling gewesen. Okay. Ich so, ja, Mann. Gib dir High Kicks in die Fresse. Da, 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 da. Schau mal die Schenkel an. Love it. Ich bin so gewesen. Okay. Ich bin sehr multikulturell aufgewachsen. So in dem Sinn, ich habe alles. Ich habe Klavier wollen spielen. Ich habe nur ein Jahr Klavier gespielt, love you. Ich wollte Fußball machen. Ich habe Fußball gemacht. Ich habe alles können, weil meine Eltern haben nichts gehabt, die haben uns alles ermöglicht. Und darum kannst du nicht sagen, ich bin von Kind an nur mit Barbie-Puppen aufgewachsen und dies und das und jetzt bin ich gay. Voll nicht. Mhm. Barbie, sorry. Ich hatte einen Furby gehabt. Ich liebe Furby. Und Furby habe ich abrasiert, die Wimpern, die hat noch schrecklich ausgesehen. Das ist eine andere Geschichte. Aber so richtig gewusst, wo ist 6. Klasse gsi, wo meine Klassenlehrerin dann Sexualkunde haben müssen halten. Aber à la so First Touch of Sexualkunde. Okay. So, Männer haben Penis, Frauen haben Vagina oder Vulva. Aber gehen ist drin, Vulva ist das Äußere. Die es nicht wissen, Männer lernen das. Danke. Weil eine Frau zu befriedigen ist viel mehr wert, anstatt dass ihr befriedigt sind. Love you. Love you, girls. Liebe ich. Liebe ich. Das Thema, boah. Egal. Auf jeden Fall, wie ich abschweife, gell? Du denkst so, Alter, du sagst schon echt, aber wie du das überbrückst. Ich dribble aus, das ist eben ich. Das bin Okay, ich. Das okay. gechillte Ja, bist du, ich. bist du. Ich Habe ich bin- für ich dich bin- eingeladen, nicht? Ich habe mich ich so, ja, wenn du willst, komm auch, weißt du. Ich sage dir, wenn du willst, komm auch. Willst du etwas trinken? Ja, da? gell. So, ich mache nachher, weißt du, einfach so geschwind Gösel im Mund haben, das Käse, ihre Grill am Schmeißen nachher, nein. Horror. Auf jeden Fall, in der 6. Klasse habe ich so gemerkt, wo dann die Lehrerin auch so den Witz rausgebracht hat, so, sie hat so Binden verteilt an die Mädels, weil sie gesagt hat, Ladies, bleibt dann nach der Stunde ein bisschen länger. Ich muss euch noch etwas geben. Sie hat das nicht vor der ganzen Klasse gemacht, vor den Buben und so alles. Schön. Finde ich auch okay. Und ich war am Zusammenpacken. Alle Typen sind schon draußen gewesen. Und die Ladies sind alle so, Mädels sind alle dann am Pult so rundherum gegangen. Und ich musste dann noch etwas abgeben. Und ich so dort hintergelaufen. Und dann hat sie den Witz gemacht, ja, und er brauchst auch eins. Und ich so, nein, voll nicht. Und sie so, alles gut, ich weiß. Und ich weiß auch von dir und so. Wenn du willst reden, kannst du zu mir kommen. Okay. Mega nice gewesen, aber sie jetzt voll nicht, weißt du wieso? Ich weiß, dass du gay Ja, bist und du genau. musst jetzt Leute, Horror. der ist anders. Er ist. Nein. Okay. Okay. Auf Schön, jeden aber Fall, coole ja. Lehrerin. Dort recht cool gewesen. Und dann halt Oberstufe dann so kennengelernt, so Zickenkriege. Ich habe meine Feminität aber kennenlernen, habe es nicht können so rauslassen. Mhm.
Und erst so mit, wo ich Make-up-Artist werden habe, habe ich meine Feminität ausleben. Aber ich bin nicht Frau. Mhm. Ich bin ein Mann. Bei dir steht auch he, him. Oder? Ja, Das ist weil wichtig. irgendwie, für mich ist es wichtig, dass ich so Community-Leute, wo es darum geht, LGBTQI+-Community, dass sie sich wohlfühlen auf meinem Profil, dass sie auch nicht müssen irgendwie hinterfragen. Ich bin ein Mann, ich habe Brusthaar, ich Mehr habe als ich. Achselhaar. Ja, du bist sowieso so ein Fall, das habe ich in deinen Videos gesehen, dass du fast gar kein Haar hast. Die Leute denken, ich rasiere meine Beine. Ich bin Türk. Oh mein Gott, wie geht das? Aber das ist so eine Sache. Die Leute sehen mich so und meinen, dass ich wie so keine andere Allgemeinwissen hätte von einer Kindheit, so wie Vegeta und Tekken, diese. Weißt du, Playstation. eben Horror. Ja. Mein Gott, ich bin genug Mann gewesen und ich bin genug Frau. Ich bin sowohl genug Frau und sowohl genug Mann für mich selber. Und da habe ich eben meine Feminität angefangen kennenlernen. Natürlich habe ich auch die Frage in mir drin gehabt, will ich eine Frau sein? Okay. Aber das ist bei mir wirklich irgendwie 2-3 Wochen gewesen, wo Okay. ich mir die Frage irgendwie selber auseinandergesetzt habe, wo ich gesagt habe, nein, voll nicht. Okay. Ich liebe das, was ich habe. Yes, boy! Okay. Aber trotzdem, um diesen Leuten oder die Kommentare ein bisschen wegzugehen, wo Leute gerne bombardieren, probierst du ein Foto zu sein. Mhm. Erstens, grusiges Wort, was du da sagst. Kein Respekt vor Frauen. In dem Fall hast du keinen Respekt vor deiner Mutter, wenn du so ein Wort sagst. Love you. Das F-Wort, das ich jetzt gerade rausgemacht habe. Habe ich in den ersten 3 Folgen mal gesagt. Einen riesen Shitstorm bekommen. Ja, eben. Respektloser Hund. Sagst Wenn du du es es nur... mir? Nein, nein, Was nein. was? Aber das sage ich ja. Ich meine, die Sätze oder die Wörter, die ich sage, meine ich nicht böse. Mhm. Genau wie du es ja auch gemeint Ja, ja, hast. ist fix. Das ist halt so ein bisschen der Ghetto-Slang, der Ja, nicht dazu genau. gehört. Aber eben, dass mir Leute nicht so Sachen schreiben, habe ich him hineingeschrieben. Aber natürlich gibt es immer noch, ja, willst du ein Tranny sein? Oh mein Gott, bist du ein Transe? Oh mein Gott, bist du das? Alter, hör auf mich kategorisieren. Mhm. Schlag mal den Duden auf und lern richtige Wörter. Mhm. Argumentier. Frag tiefer oder stell die Frage in der richtigen grammatikalischen. Ich bin Grammatik, ich hasse Grammatik. Ich Aber lieb's. nimm mich auseinander mit deinem Grammatik. Schau, nicht mal richtig Deutsch gewesen. Nein! Oh mein Gott! Aber du verstehst, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist eben das. Kategorisiere mich nicht. Okay. Weil ich muss mich schon genug kategorisieren in meinem Leben. Mhm. Kategorisiere dich selber zuerst mal. Mhm. Wer bist du? Weil ich weiß, wer ich bin. Ja, eben da sind wir wieder beim Anfang. Weil Leute denken nicht nach, kommentieren irgendetwas und eben. Meistens sind es unreflektierte Leute, die. Ja, scheiß drauf. Dürfen. Bis unreflektiert. Babe, I'm shining when you are reading. So. Also 6. Klasse hast du es gemerkt. So gemerkt, ja. In der Sek hast du deine feminine Seite so ein bisschen. Real, ich bin nicht so schlau gewesen. Ich bin knapp mit einem 4,0 durchgekommen, love you. Okay. Dann hast du es dort wirklich Im realisiert. 10. Schuljahr habe ich mich langsam, ich habe mich schon in der 3. Oberstufe Auto, so bei den Ängsten. Im 10. Schuljahr habe ich mich mehr Auto, dort bin ich 16, 17 gewesen. Okay. Und dann mit 19, so 18, 19, habe ich es meinen Brüdern gesagt. Ich habe Brüder, 2 Brüder. Okay. Love you. Beste Brüder. Das älter, jünger? Jünger. Okay. Der Älteste ist Horror. Okay. Ich bin zwei von 4. Ja, der Älteste muss halt jeden Pranger und alles durchgehen. Ja. Alles. Ja. Alles. Ist schon Die so. härteste Kritiken, die härteste Auseinandersetzungen. Die Zweier sind, weißt du, wie sind so verloren in der Welt. Ja, ich schwöre. Die sind die Genüsse. Ich habe genossen. Ja, fuck Danke, you. Bro. Ja. Aber, Bro, du, ich fühle mit dir. aber du hast gesagt, das ist eher late coming out. Ist das spät mit 16, 17? Nein. Late coming out bei der Familie. Okay. Familie heisst dann, bei mir das Schwerste ist Vater gewesen. Fix. Also, Fix.
Eigentlich habe ich gesagt, ich will nicht über das Thema, einmal mit mir persönlich über Vaterthema reden, weil er ist sehr eine Person in meiner Psyche, Mhm. wo ich aber trotzdem dankbar bin. Egal wer was sagt, egal was meine Brüder sagen und dies und das, er ist immer nur eine Person, die etwas aus mir wie so rausgeholt hat. Okay. Und das hat damit zu tun, so, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, weil ich bin der Einzige, der keine Lehre gemacht hat. Okay. Nie eine Lehre. Ich bin gegen das Lehrsystem, mache durch eine Lehre, aber ich bin gegen das Lehrsystem. Das hat persönliche Meinungen zu tun, sorry. Mhm. Ich verstehe das nicht, dass einer bis 30 studiert und macht und dies und das und mit 30 15'000 Stutz nachher will. Sorry, verstehe ich nicht. Ich habe Krüppel bis dort und ich verkaufe mehr anstatt du. Mhm. Nur weil du vielleicht zickzack weißt, wie umgehen, sage ich nichts dagegen. Aber Ja, ja, Psychologie sicher. ist wichtig und dies und das. Voll. Das ist voll. Aber komm mir nicht im Verkauf mit, ich habe studiert. Bro. Okay. Nein, voll nicht. Ja. Was hast du studiert? Wie der Saum umgenäht wird. Mhm. Ja, ja, Bin ich dir ehrlich? Ich merke, Nein, das ist ein persönliches Horror. Thema. Ja! Ja. Und er hat immer gesagt, du schaffst es nicht, du wirst es nie schaffen. Und das war so eine Person, wo ich Kraft geschöpft habe. Okay. Weil du Er es hat mich- beweisen. Ja! Mhm. Glaubst du mir, wo ich sogar Filialleiter war, ich so, schau, ich bin jetzt Filialleiter, ich habe es geschafft und so. Und jetzt? Riesen Schmier ins Gesicht. So. Ey, richtig. Mhm. Aber ich bin trotzdem dankbar gewesen. Okay. Weil er hat ja nie das Schlechte von mir wollen. Ja, sicher, Bin sicher. ich dir ehrlich. Sicher. Und eben, Aber ja. man kann darüber streiten, wie du sagst, auch deine Brüder sehen es vielleicht anders, aber im Endeffekt hat er das ja gemacht, damit du etwas erreichst. Oder? Die Wege von unseren Eltern sind vielleicht altmodisch, Yes. so, Yes. weißt, vor allem in unserer Kultur. Vor allem Vater und Sohn ist so, Tochter ist Prinzessin, Ja. alles bekommst du in den Arsch geschoben, Aber Sohn das ist ist normal. so, heb Fresse. Das ist normal. Väter, Töchter, Mhm. Söhne, Mütter. Ja. Also Das bei ist uns sind immer alle so. 4 Mutter Ja, fix. und 4 Buben. Vater hat immer verloren. Ja, Bei voll. uns auch. Extrem. Ja. Extrem. Wenn du heute und morgen müsstest auswählen, Mutter überlebt. Ja, Bin ich dir ehrlich. 100%. Direkt. 100%. Direkt. Wie war es aber gewesen? Jetzt frage ich mich. Also ich kenne unsere Kultur ja auch. Ja. Dann kommst du dort an, du merkst es, oder? Es ist ja, du identifizierst dich damit. Also es ist ja nicht etwas, ein Hobby, blöd gesagt. Es ist so, es geht dich als Mensch etwas an. Dann musst du vor deinen türkischen Eltern, deinen türkischen Brüdern anstehen und sagen, ich bin schwul. Mit 18 und 19 bei den Brüdern. Ich bin homosexuell, Ich sorry. bin Ich wollte homosexuell. nicht Ich bin beleidigen. schwul. Nein, alles gut, du beleidigst mich nicht. Aber es gibt Leute, die sich dann beleidigt fühlen Ja. oder angegriffen und dies und das. Darum. Horror! Sorry, aber ich habe auch nicht so am Tisch gegessen mit Samthandschuhen und dies und das. Ich habe Dreck gefressen aus dem Sandkasten. Sorry, kommt mal mit eurer Psyche klar. Finde ich alles okay. Das ist ein Punkt, wo ich ausrasten könnte. Ich merke es. Hey, sorry, ich will dich nicht streicheln. Ich will dich nicht, vielleicht brauchst du den Slap, dass du klar kommst. Mhm. Aber ich meine es auch nicht böse. Mhm. Aber ich habe auch mit 18 meinen Brüdern gesagt, weißt du, was haben meine Brüder gesagt? Meine Brüder so, ja, wir haben es schon vorher gewusst. Und jetzt, du bist immer noch gleich Behinderte. Ich so, ja, fix. Geile Sache. Voll. Ganz geil. Mutter dann gesagt, mit 20. Okay. Mutter hat, nein, auch mit 18 dort rum. Mhm. Ich habe zuerst, nein, 16 Brüder gesagt. 18 so um eine Mutter gesagt. Die Mutter hat 7 Jahre gehabt, bis sie es akzeptiert hat. 7 verfickte Jahre. Sie hat immer gesagt so, ja, das ist eine Phase. Mhm. Ja, ja, Olm. Ja, ja. Und ich so, Mutter, komm damit klar. Und ich habe dann das letzte Gespräch, wo das richtige Gespräch war, mit 24, 25. Sie ist zu mir gekommen, brüllend, am Muttertag. Ich weiss noch, bevor sie auf die Türkei geflogen ist. Wir haben den Muttertag eine Woche vorher gemacht mit den Brüdern. Und genau an dem Tag, wir hatten so einen schönen Tag gehabt, wir haben so viel gelacht, wir haben so wirklich kaputt gelacht. Und ich habe die Diva rausgelassen in diesem Restaurant. Ich so, oh mein Gott, meine Pizza ist wieder geil und dies und das. Hey, ihr Euch sieht hässlich aus. Meine Mutter hat sich kaputt gelacht, weil sie hat einfach gefreut, dass wir den Muttertag vorgezogen hat, weil sie jetzt Scheiße gefunden hat, dass sie schon auf der Türkei bleibt. Ja, voll. Darum, sie war so emotional an dem Tag.
Und dann, nach dem Essen, wo wir lustig hatten, wir sind alle heimgelaufen und dies und das, hat meine Mami wirklich sich bedankt bei jedem Bruder. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat mich umarmt und hat auf brüllen und hat gesagt, ich bin dir so dankbar, dass du so bist, wie du bist. Wow. Du musst nicht jemand anders sein. Du musst mir nicht können beweisen, dass du jemand anders könntest sein. Du belügst mich nicht und ich wollte es nicht akzeptieren, aber jetzt akzeptiere ich, mein Sohn, wer du bist und ich bin stolz auf dich bis jetzt, was du alles erreicht hast. Es ist sehr emotional gewesen für Mega mich schön. und ich merke so meiner Stimme an, dass ich auch emotional werde. Oh mein Mhm. Gott, ich habe Wimpern-Toschi drauf. Es ist so emotional gewesen, die Mhm. Umarmung, das Bedankbare, wo ich gesagt habe, ich danke dir, Mami, und das ist das schönste Geschenk von dir an mich gewesen. Ja, mega schön. Mega Und der schön. Vater habe ich es vor ein paar Monaten gesagt. Ah, Yes. okay. Er hat natürlich, das sind Väter, die wissen es, Ich checke doch das. die checken. Aber wenn mich ein Vater mit 23 noch an den Tisch zitiert und dann sagt, Olum, wenn heiratest, willst du nicht mal eine Frau finden? Und ich dann wirklich mich zusammennehmen und dann sagen, Vater, nur dass dir klar ist, ich werde nie eine Frau heimbringen. Ich werde nie mit einer Frau zusammen sein. Ich werde nie mit einer Frau heiraten. Und mit dem musst du klarkommen. Mhm. Mir ist meine Karriere und alles andere wichtig. Aber das erfülle ich als Erstgeborener nicht für dich. Also das hast du jetzt mit 23 gesagt oder vor ein paar Monaten? Nein, das habe ich vor 23 gesagt. Ah, okay. Das ist so, mal so, weil er hat im Fall wirklich gefragt, jede 2 Monate so, Kasar Kadash, so Freundin, Mhm. so, mit wem gehst du raus? Ah, bist du mit ihr? Okay. Hab deine Fresse, Alter. Nein, voll nicht. Okay. Voll, aber das ist mir so auf den Sack Ja, ja, gegangen, dass sicher, ich dann mal gesagt verstanden. habe, Vater, du kommst jetzt an den Tisch und wir reden. Weißt du, sonst Mhm. zitiert er und ich habe dann an dem Tag zitiert. Und Okay. gesagt, hock an, ich rede mit dir, Wie war Junge. es vor ein paar Monaten? Vor Das ein paar Gespräch? Monaten, es ist aus einem richtig Kampf gewesen. Okay. Weil meine Videos halt viraler gehen, mehr Leute angezeigt wird. Er hat schon gewusst, ich habe ein Studio. Er hat gewusst, dass ich Make-up mache, Make-up-Videos mache. Und er hat auch so gewusst, dass ich mich schminke. Okay. Er hat das halt alles ausgeblendet. Aber in der letzten Zeit sind meine Videos ein paar Mal so ein bisschen viral gegangen und dies und das. Das war vor 3 Monaten. Und wir haben alle zu Nacht gegessen. Ich in der Stube, irgendwie Fernsehen am schauen und dies und das. Und am Handy am Daddeln oder das nächste Video am Zusammenschneiden. Und nachher höre ich so von der Küche, er ist auf dem Balkon, hat einer geraucht. Und höre ich von der Küche hinten, so, dass er so meiner Mutter sagt, ich will, dass dein red mit deinem Sohn, ich will, dass er aufhört mit diesen Videos. Er bringt Schande über unsere Familie, er bringt dies. Und genau in dem Moment, weil ich an einem Video dran war, es hat mich sowas vom Charakter gekratzt. Mhm. Ich so, beleidige mich, beleidige alles, aber beleidige nicht meine Arbeit. Mhm. Da bin ich hure. Ich nehme alles raus. Dann habe ich rausgerufen, du Hund! Ich schwör's dir. Köpek gibi Barma! Schrei nicht wie ein Hund. Komm, wenn du etwas mir ins Gesicht sagen willst, dann kommst du wie ein Mann. Ich schwör's dir, ich habe an dem Tag Eier gegessen. Ich so Aktionspack Denner gerade am Einpacken, Mann. Ich schwör's dir, es ist so heiß. Ich schwör's dir. Switch. Ja, nein, voll nicht. Ah, hast du Ich noch? brauche, ja, natürlich. Ah. Was habe ich dir gesagt? Boah, aber das braucht fette Eier. In unserer Sprache, um das so zu benennen. Gegenüber deinem Vater? Eben, ja. Wer bist du, du Hund, dass du gegen deinen Vater kannst so ein Ding rauslassen? Schrei nicht wie ein Hund, komm etwas, wenn du etwas sagst, mir wie ein Mann ins Gesicht sagen. Statement. Zitat Ende. Ja, ist so, weil es hat mich Krass, genervt. wirklich Ich habe nur so krass. gedacht, du hure Hund, wer bist du?
Egal, aber ich habe es ja nicht so gemeint. Ja. Leute, ich meine, wenn ich meinen Vater so zitiert kann, ich habe es nicht so gemeint. Aber wenn du jahrelang genau das Gleiche hörst, wenn du jahrelang reingeschlagen bekommst, wenn du jahrelang einfach immer mit den gleichen Sachen konfrontiert wirst, wo du in deinem privaten Bereich, in meinem geschäftlichen Bereich Erfolg hast, die Leute zu mir aufsehen und dies und das, aber du das nicht willst sehen, hast du ein Problem und nicht ich. Ja. Und da habe ich zitiert, da habe ich mit ihm geredet. Aber richtig so. So. Es fehlt etwas, dass er mir einen gibt und ich ihm einen gebe. Okay. Ich schwör's dir. Krass. Ey, ich habe zittert innerlich. Keine Panikattacken, sondern so richtig aus Wut. Ich will, Ja, ich will kann das jetzt das. sprengen. Mhm. Wow. Und er so, die Leute kommen zu mir und sagen, was macht dein Sohn für die Videos? Und ich so, und ihre Söhne? Ich so, und ihre Söhne sind dort, sorry, dass ich das sage, jetzt gerade, sorry. Und ihre Söhne? Ich so, und ihre Söhne, was machen sie? Koksen, ficken sie Nutten und dies und das und alles spucken umeinander, aber haben die Heime Familie und Kind. Sind das Männer? Weißt du, was sagt er? Gut mir? hast du gesagt, ich schwöre. Die sind mehr Männer anstatt du. Und ich so, weißt du, wer ist mehr Mann? Ich, wo jetzt gerade da steht und dir ins Gesicht sagt. Voll nicht. Das sind alles Hunde, die nie werden zufrieden sein mit ihrem eigenen Leben, so wie du. So, richtig. Hey, Boah. boah, auseinander. Und er so, was willst du mir sagen? Willst du mir sagen, dass du gay bist, sagt er. Ich so, ja, Vater. Ich bin schwul und ich bin stolz. Du hast nichts mit meiner Sexualität zu tun. Ich habe es mit mir zu tun. Ich habe sowohl mit deiner Konstruktion und alles nichts zu tun. Das bist du. Mischst du dich nicht in mein Leben. Nicht unser Familiennamen geht durch den Schmutz, sondern du bringst unseren Familiennamen durch den Schmutz. Indem du diesen Leuten recht gibst, die so kommen. Anstatt du dann könntest sagen, ja und jetzt? Toll, schau doch für deinen Sohn. Schau doch für deinen Sohn. Ja, voll. Dein Sohn ist dort an der Raststätte am... Mhm. Dein Sohn ist dort am Raststätte selber am gehen, geht aber heim und küsst die Frau an die Stirn. Ja, Du Hund. Wo? das habe ich auch oft gehört. Ist Das habe ich auch so! oft gehört, ja. Das habe ich übertrieben oft gehört. Von mir, also ich habe auch im Umfeld, ich weiß jetzt nicht, was sagen, Homosexuelle, du hast mich voll verwirrt. Ja, Mann. nein, ich habe gedacht, nein. schwul ist Sag- normal. Also Ja, ist nein, aber es kann als Beleidigung übernommen werden. Ich kann es nicht wollen. Ich schon weiß gut, nicht, ob alles man es gut. vielleicht gesehen Alles hat. gut. Siehst du, schau, du bist auch voll am Trinken. Ich bin voll am Trinken, ja, das ist mich voll süchtig gemacht. Nein, aber ich habe auch Leute, wo so Stories wie durchgemacht haben. Und sie haben auch genau das Gleiche gesagt. Sie haben gesagt, Bro, weißt du, wie viele Leute verheiratet sind, Kinder haben, aber hinter dem Rücken von der Familie nachher Arsch geben? Darf ich dir etwas sagen? Ja. Wem sein Problem ist es? Wem ist das Problem? Ja. Also eigentlich ist es von dem Typ, der es macht, das Problem, aber er macht es zu einem Familienproblem. Es wird zu einem Familienproblem. Aber warum? Weil er nicht offen und ehrlich ist. Nummer 1, Nummer 2. Er ist nicht ehrlich zu sich selber. Ja, da fängt es an. Stimmt. Da fängt es an. Durch das, dass du nicht ehrlich zu dir selber bist, und das ist wirklich nur ein Shoutout zu allen da draußen. Bist ehrlich zu dir selber. Egal wer dir was sagt. Ich bin sogar gegen meinen Vater rumgestanden, weißt du, gegenüber gestanden. Und das ist in unserer Kultur der Tod. Ja, das ist also größte Nein, Respektlosigkeit. So. Größte Respektlosigkeit, Mhm. was man kann machen in unserer Familie Voll. oder in unserer Kultur, Fix. ist so, ich nehme den ganzen Balkan rein. Ja, Den fix. ganzen Balkan. Gehört alle dazu, ja. Ich weiß nicht, wie es bei den Schweizer ist. Darum. Ja, sicher, nein. Wir Aber können über etwas reden, wo wir bei kennen. uns ist Familie Ehre extrem hure ein Punkt. Aber die Ehre solltest du für dich aufrecht behalten. Und genau in dem Moment wäre es die Ehre gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, das ist mein Sohn. Er ist mega erfolgreich mit dem. Und er wird einer der grössten Motherfuckers, der in der Industrie wird sein. Und mit das unterschreibe ich. Wo ist dein Sohn? Wenn du unglücklich bist mit dir selber und nicht sicher bist, schau für dein Zeug. Ja, voll. Bin ich dir ehrlich. Aber
reflektier dich selber. Ich bin wieder abgeschweift, ich habe es mega gemerkt. Wir haben mit dem zu tun gehabt, der Typ, der seinen Arsch gibt, aber Familie hat. Mhm. Gut. Bist ehrlich zu dir, weil wenn du nicht ehrlich zu dir bist, Alter, du zerstörst nicht die Familie, die du aufgebaut hast. Du zerstörst die Familie, die du ja hast. Mutter, Vater, deine Geschwister, dies und das, die ganze Verwandtschaft. Aber auch die Familie von der Frauseite Ja, oder mega. von Mannseite zerstörst auch. Mhm. Du zerstörst in dem Moment durch das, dass du nicht ehrlich zu dir selber bist, 3 Familien. Ja, Minimum, genau. Minimum. Ja. Und das kann ein Psycho mal gar nicht aufnehmen. Mhm. Aber kommen wir zu der Sache. Wir sollten ja aus dieser Welt verschwinden und so alles. Solche Menschen wie ich und so alles. Bro, die teilen uns da draußen, die Discord anlegen. Discord von den Gays. Love you. Bro, die grösste, älteste Stimme von Türkei zu der wahren Bülent Ersoy. Trans. Leute sagen, das sind Divas, die sind aber ohne diese Leute gibt es vieles auf der Welt nicht. Mhm. Jean-Paul Gaultier ist auch, das ist halt Modemarke und dies und das. Mhm. Aber glaubst du mir, überall Ich bin jetzt gerade Prison Break am schauen. Der Ja. Hauptdarsteller. ist er. Er ist schwul, mein Bruder hat es mir gesagt. Ah, Also hast du gewusst und so? Ich so, ist er nein. Single? Ich weiß es nicht, aber er sieht gut aus, vielleicht würde er dir gefallen. Ich weiß es nicht. Prison Ja, Break, ich glaube schon. Ja, ich habe es noch nie geschaut. Ich so, Gefängnis und so alles. Ja. Einmal schon eine geile Fantasie. Nein! Aber checkst du, was ich meine? So, Ja. so à la, ja, es ist so zu männlich. Checkst du, was ich meine? Ja, ich Aber weiß ich was glaube, du in meinst. Prison Break hat es auch sicher so 1, 2 Gays oder so. Ja, ja, Ist sicher also gelaufen. ich bin noch nicht so weit, aber ich gebe dir Bescheid. So Seife und so. Ja, ja, das gibt's ja. Aber ja. stimmt das? Hey, ich sag so, ich schaffe. Du hast dort geschafft. Aber bei mir ist es Untersuchungshaft gewesen. Das Okay. heisst, es ist noch nicht fix, wie lange du im Gefängnis sein wirst. Ah, okay. Darum hat es so etwas nicht gegeben oder ich habe es nicht mitbekommen. Aber wenn du im Vollzug bist, also du musst deine Strafe absitzen Mhm. und du hast jetzt 10 Jahre bekommen, weiß ich nicht, was dort abgeht. Okay. Keine Ahnung. Ganz kurz nochmal, zum Zurückkommen. Yes. Und dann, wie ist es mit deinem Vater geendet, die Ähm, Diskussion? Glaubst du mir, extrem richtig aneinander, Kopf an Kopf. Mhm. Aber wir haben uns nicht berührt. Mhm. Wir haben uns angeschrien. Und ich habe ihm richtig ins Gesicht gesagt, du musst mit dem klarkommen, nicht ich. Weil das bin ich und das wirst du nie in deinem Leben ändern können. Mhm. Und dass ich mich erläutert habe, oder besser gesagt, dass ich vor dir gestanden bin, heisst, Vater, respektier es endlich und misch dich nicht in mein Leben rein. Mhm. Komm damit klar, dass dein Sohn so ist und fertig ist. Mhm. Und wie ist es jetzt?